Guten Morgen und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von mir. Ich hoffe, euch geht's gut. Mir geht's sehr gut. Oh mein Gott, ich habe ja letzte Woche schon erzählt, dass ich ein serielles Format entwickeln muss und ich muss einen Pitch machen, beziehungsweise einen Vortrag, wo ich muss Leute überzeugen von meiner Idee. Ich muss eine Testfolge machen und ich muss ein schriftliches Konzept machen, das 5 bis 10 Seiten lang geht. Und ich hatte jetzt heute die Abgabe und ich bin endlich fertig. Oh mein Gott, das ist so ein geiles Gefühl. Also ich habe jetzt die schriftliche Abgabe erst morgen, also bis um 12 Uhr haben wir noch Zeit. Und jetzt haben wir wie heute eben den Pitch gehabt, also den Vortrag. Und ja, also ich muss ja ein bisschen ausholen, Leute. Ich habe noch gar nicht erzählt. Ich habe letzten Donnerstag, also für das Projekt, habe ich einen Jodelkurs besucht. Oh mein Gott. Ich poste jetzt morgen ich auf TikTok, Instagram, YouTube und Snapchat poste ich dann auch noch das Video dazu. Alter, das ist so lustig, ich schwöre so. Also, ich weiß nicht, ob es wirklich Leute raus gibt, die auch jodeln. Aber ich finde das crazy, weil ich habe mich noch nie so aktiv mit der Materie auseinandergesetzt von Jodeln. Und ich habe das Gefühl, das ist so hure schwer. Aber es ist eigentlich, also klar gibt es auch verschiedene Stufen so, aber zum mal so die ersten 2 simplen Stufen erreichen, ist es actually machbar. Also ich nehme mal an, die meisten von euch aussen können nach einer Lektion schon immerhin ein bisschen Sachen. Und es war so spannend gewesen. Und ich glaube, die grösste Hürde, die ich gefunden habe, ist so ein bisschen die Cringeness überwinden. Ich weiss nicht, ob das jetzt nachvollziehen kann, aber ich habe es jetzt schon ultra maximal cringe gefunden, so zu jodeln. Also ich finde ja, Singen ist ja schon mega eine Hürde, wo man muss so überdingseln, so, einfach weil Singen von anderen Menschen unangenehm ist. So. Aber jodeln, Bro, das ist nochmal next step. Aber ja, es ist funny gewesen. Ich bin gespannt auf eure Reaction, wenn ich das Video poste. Aber ja, das war ja quasi wie Testfolge gewesen. Weil wir haben eben, wie gesagt, ein serielles Format machen und ich habe mich dafür entschieden, dass ich Schweizer Traditionen ausprobiere, also da ganz viele andere Sachen. Ich weiss nicht, ob ich es wirklich machen werde. Ich kann mal nach dem Video vielleicht in die Kommentare schreiben, ob ich gleich noch mehr machen soll, ob ich mal ein Frauenschwingen ausprobieren oder keine Ahnung, Hornussen oder was es alles auch gibt. So. Es gibt ja auch viele Schweizer Traditionen eigentlich, ob ich das Format weitermachen soll oder nicht. Ich bin mega gespannt auf eure Reaction. Aber der Jodelkurs war schon mal sehr lustig, auch wenn es wirklich richtig hardcore out of my comfort zone gegangen ist. Eben zum einen das nur mit meiner Jodellehrerin machen, aber auch das ganze Filmen und jetzt auf Social Media stellen, das ist, oh mein Gott. Aber ja, eben, es ist ja wie, wenn ich ein Video, wo ich singen würde und Jodeln ist für mich noch mal ein Step mehr. Aber wie auch immer, es war auf jeden Fall lustig und ich habe jetzt wie heute den Vortrag gehabt, den Pitch, wo es darum ging, dass ich insgesamt 7 Minuten Zeit habe, um meine Idee zu erzählen. Und in diesen 7 Minuten muss ich ja auch noch das Video zeigen, das geht ungefähr 3 Minuten. Das heisst, ich habe nur 4 Minuten Zeit gehabt, um meine Idee zu zeigen. Und das Ding ist, es ist nicht einfach ein normaler Vortrag von «Hallo, herzlich willkommen, ich habe mir überlegt, dass ich ein Format mache, bla bla», sondern das Ziel ist, dass du mit dem Vortrag Leute überzeugst, dass sie deine Idee geil finden. Also das ist ja meistens, ich studiere ja Cast Audiovisual Media und wir sind ja eigentlich in dieser Branche tätig, oder auch ich jetzt als Content Creator mäßig habe ich ja auch in dem Sinne so Sachen, jetzt nicht so krass natürlich, wo man halt mit Brands zusammenarbeitet oder mit anderen Firmen, wo man der Kreativpart ist, also wir sind ja auch der Kreativpart dann so, wir sind Content Creator oder auch in meinem Studium sind wir einfach die Filmemacher und Macherinnen und wir sind ja quasi der Kreativpart, wo wir, wenn wir eben mit einer Firma zusammenarbeiten, dann machen wir die Idee und wir müssen ihnen nachher unsere Idee vorschlagen. Und sie müssen dann die Idee gut finden, weil sie dann uns nachher dafür bezahlen. So, das ist so der Basic Shit. Auf jeden Fall war ja das wie die Übung gewesen. Und heisst, ich hatte eigentlich 4 Minuten Zeit gehabt, um Leute überzeugen von meiner Idee. Und das finde ich crazy. Vor allem, weil es nicht nur von meiner Klasse war, sondern sie haben actually 3 Leute aus der Branche eingeladen, die nachher uns auch wirklich ausführliches Feedback gegeben haben, so ernstes Feedback. Ja, von dem war es spannend gewesen. Aber ich bin die dritte Person, die dran kam. Und ich habe ja auch schon in der letzten Podcast-Folge oder vorletzten erzählt, dass ich die Einzige bin, die allein ein Projekt gemacht hat. Alle haben ja Swiss 2 Teils gemacht. Das heisst, ich hatte in dem Sinne doppelt so viel Arbeit gehabt, weil ich ja gleich auch genug machen so. Aber es ist nicht schlecht gelaufen. Ich habe wirklich eigentlich gutes Feedback bekommen. Sie haben es gut gefunden. Und also das Beste, sorry, das muss ich jetzt einfach schon sagen, das ist
das hat mir einen richtigen Ego-Push gegeben. Weil sie so, also beim ersten Vortrag haben sie ein Feedback gegeben, von mäßig, dass eigentlich so ein Pitch mehr müsste sein. Mehr so nicht wie ein Vortrag, sondern wirklich dort führen gehen und eine Show abliefern. Beim zweiten haben sie es auch einmal gesagt und bei mir haben sie nachher gesagt, genau so haben wir uns das eigentlich vorgestellt. Ich so, ja! Das ist wirklich gerade, oh mein Gott, richtig, richtig nice gewesen. Voll. Und es ist irgendwie gerade so lustig, weil ich habe ja gerade vor 2 Wochen habe ich einen Podcast über Vortrag gemacht, wo ich genau auch das gesagt habe. Leute, macht eine fucking Show. Steht da vorne, macht einen geilen Anfang, scheiß auf das Hallo und herzlich willkommen Ding so. Genau, also wirklich, ich habe es sehr lustig gefunden, wie sie viel vom Feedback, das sie gegeben haben, ich so gesagt, genau, das habe ich vor 2 Wochen im Podcast gesagt. Weil ich habe ja schon viel eben Erfahrungen so von Vorträgen, aber ich habe mich auch aktiv mit dem Thema Vortrag auseinandergesetzt, was gut ist, was nicht gut ist und irgendwie, ich weiß auch nicht, das hat mich gerade verdammt bestätigt und das, also keine Ahnung, es war einfach so satisfying, dass ich vor 2 Wochen das Thema so behandelt habe und jetzt so das Feedback bekommen habe, das war richtig, richtig toll gewesen. Voll, weil ich mache ja eigentlich die Podcast-Folgen. Also vielleicht töne ich immer so, als würde ich alles wissen, aber ich tue mich ja immer vorher auch vorbereiten und mich mit dem ganzen Thema auseinandersetzen und erzähle euch eigentlich dann in dem Sinn, was ich gelernt habe oder was ich für Erfahrungen gemacht habe und alles. Und ich lerne eigentlich mit jeder Podcast-Folge, die ich mit euch mache, lerne ich auch selber mega viel. Darum steht auch in meiner Caption von dem Podcast Themen, die mich, aber auch euch beschäftigen. Weil es ist eigentlich wie so eine gemeinsame Therapiestunde, die wir da machen. Oder eigentlich einfach eine Therapiestunde für mich, wo ich mich selber therapiere mit ChatGPT. Lieben wir. Aber voll, eben. Schlussendlich, es ist mega gut gelaufen. Ich habe super Feedback bekommen. Und auch das Video haben sie lustig gefunden. Ja, also es war ein Erfolg gewesen. Und es ist einfach, ja, es ist sehr toll. Und ich bin jetzt eben gespannt, wie ihr so werdet das Video finden, wie wir werdet reagieren. Und das kommt dann morgen online. Ja, als allererstes, das steht eigentlich zuoberst auf meiner Liste, ich bin schon viel weiter vorgegangen, aber ich kann als allererstes Mal, Danke sagen euch. Es sind wieder komplett eskaliert in den Kommentaren letzte Woche. Also wirklich wieder ein herziger Kommentar nach dem anderen, Bro, ich kann nicht mehr können. Es ist so ein fucking Blessing, euch zu haben, es klingt jetzt voll kitschig, aber ihr wisst im Fall nicht, wie viel Motivation ihr mir mit dem gebt. Ich bin jeden Tag irgendwie am schauen, ob neue Kommentare kommen. Und immer wenn es einen neuen Kommentar hat, dann bin ich einfach so, oh mein Gott. Also wirklich, ich schätze es so fest, wie ihr auch, was ihr für Kommentare schreibt. Das sind so Texte und ich weiß auch nicht, also ich schätze das so unglaublich fest. Nur schon, dass ihr euch die Zeit nehmt, um meine Podcasts hören, mir meine Struggles zuhören. Ja, also wirklich big thanks an euch. Und ich habe an dieser Stelle mal schnell so ein bisschen fragen. Ich habe ja irgendwann mal auf Insta so ein bisschen gefragt, ob ihr lieber Folgen alleine habt oder lieber mit einer Person, also das zweite mit einem Gast. Und es war so ein bisschen 50-50 gewesen. Also ich glaube, die Abwechslung macht es recht aus bei mir. Und ich habe eigentlich schon lange keine Gäste mehr gehabt, würde ich jetzt mal so sagen. Weil, also ich muss zum einen sagen, es macht mir auch wieder, seit im Fall der letzten Sommerpause, die ich hatte mit dem Podcast, ich habe ja 5 Wochen Pause gemacht, ich habe wieder so komplett Bock auf Podcasts. Ich schwöre so, es hat eine Zeit vorgegeben, wo ich mega oft oder jede Woche immer so ein bisschen am Struggle war, so fuck, über was soll ich im Podcast reden. Und ich habe doch über mega viele Themen schon geredet und so. Und irgendwie die Pause hat mir wieder so viel frischen Wind gegeben. Ich habe wirklich jede Woche, bin ich so, oh mein Gott, ja und cool. Voll, also wirklich, das ist sehr, sehr geil. Darum bin ich irgendwie auch, habe ich auch einfach sonst Spass zum alleine Folgen machen, weil ich irgendwie fast das Gefühl habe, wenn eine Person dabei ist, dann dann geht es doppelt so lang, weil wir können ja alle beide so viel reden und so. Aber ich habe eigentlich wieder mal Bock zum Gäste haben, zum Leute einladen. Eigentlich am liebsten auch mal so ein bisschen neue Gesichter, die noch nie in einem Podcast von mir waren. Von dem her, schreibt mal unbedingt in die Kommentare, mit wem ich eine Podcast-Folge machen soll. Weil, keine Ahnung, ich fände es auch lustig. Eben, es können auch Schweizer Creators sein, es können allgemein Schweizer, weiss doch nicht, Bekanntheiten, je nachdem, ob ihr sie kennen. So ein Roger Federer ist vielleicht jetzt ein bisschen unwahrscheinlich, I guess. Aber vielleicht gibt es ja ein paar Leute, die ich tatsächlich kenne und die ich mal einladen könnte auf meine schöne Couch da, wo wir könnten, zusammen eine Podcast-Folge machen. Das wäre lustig. Vielleicht kommt die nächste Woche mit Agnes eine wieder über so ein bisschen Girls-Tag. Ich werde dann wahrscheinlich euch irgendwann mal in der Instagram-Story so ein bisschen nach Fragen fragen
zum Thema Girls Talk. Also wenn ihr eine Frage habt, dann folgt gerne dem Stüni-Pause-Account auf Instagram. Dann könnt ihr dort mal eine Frage stellen. Aber ja, schreibt auf jeden Fall gerne in die Kommentare, mit dem ich mal eine Podcast-Folge mache. Und ich würde sagen, oh mein Gott, nein, weißt du was, ich habe ja gar nicht das Lustigste von der Woche aufgeschrieben. Fuck! Was ist das Lustigste von der Woche in dieser Woche? Ich habe gar nichts. Ich bin wirklich ich habe das ganze Wochenende habe ich das Konzept geschrieben und jetzt die ganze Anfang der Woche habe ich das Video geschnitten und einfach alles, ich bin die ganze Zeit dran gewesen. Ich habe nichts Lustiges erlebt, Leute. Ja, im Fall for real, ich bin gerade mal überlegen. Okay, doch, ich habe etwas. Und zwar, Bro, das ist so crazy Story eigentlich. Es gibt doch so Stinkkäfer. Und ich bin irgendwann in der Nacht oder einfach am Abend, wo Can und ich schon im Bett waren eigentlich, habe ich dann etwas trinken und dann sehe ich auf unserem Esstisch so einen dunklen Fleck. Und ich bin so, what the fuck? Zünde ich an und dann sehe ich einfach so einen Stinkkäfer am Chillen. Und es ist so, weißt du, es ist so Abend, ich so, cute, ich habe jetzt keinen Bock, um den rauszutun, so, es ist jetzt auch scheißegal, so. Und es ist sogar, ich habe mit dem Can gewitzelt, so, der chillt jetzt da und der hat doch jetzt sicher kalt, wenn er rausgeht und so, der darf doch noch übernachten und so, wir können ja dann morgen raus tun, wir sind so voll auf dem Vibe gewesen. Und am nächsten Morgen haben wir das Ganze wieder vergessen. Und das ist so random, der Can war am Arbeiten gewesen, und ich bin dann wie irgendwann heimgekommen schon, wollte anhocken, meine Zweifelchips-Tüte fressen. Also sie war schon offen gewesen. Sie ist wie so in der Küche bei uns schon gestanden, offen halt. Dann frisst ich so und dann schaue ich, also weißt du, manchmal schaust du, wenn du so geile, fette Chips willst, so ein Ding, dann schaust du schnell rein, um so wirklich die gute Menge zu bekommen. Dann schaue ich dort rein und der fucking Stinkkäfer chillt in dieser Zweifel-Chips-Packung. Oh mein Gott. Ich hatte den Schock von meinem Leben gehabt. Ich bin so hart verschrocken, weil ich doch den fucking Stinkkäfer nicht in diesem scheiß Zweifel-Paket-Dings erwartet habe. Oh mein Gott, Alter, nein, das ist zu crazy. Vor allem, könnt ihr fliegen? Weil ich finde jetzt von unserem Esstisch in unsere Küche, weil unsere Küche ist so in einem separaten Raum, also es ist nicht eine offene Küche, da muss ja schon eine Wanderung für den Sieg sein. Ausser es ist nicht der gleiche. Aber also, die Chance ist jetzt schon ein bisschen, dass es nicht der gleiche ist. So. Ich gehe jetzt stark davon aus, weil er ist auch sonst nie anders gewesen. Aber ja, also wir haben den Sieg dann nachher rausgetan. Das war alles gut gewesen. Aber ich war so den Schock von meinem Leben gehabt. Ich glaube, das war wirklich das Lustigste von dieser Woche gewesen. Voll. Aber wir haben auch noch einen Kommentar vom letzten Podcast. Ich hoffe, ich finde ihn gerade, weil ich habe ihn nicht gescreenshottet. Whoopsie. Ah ja, da ist er ja, ich habe ihn gefunden. Also erstmal liebe Grüße Lea, danke vielmals für den Kommentar. Und zwar hat sie geschrieben: Liebe Nati, mega coole Podcast-Folge. Dankeschön erstmal. Ich habe ein Problem. Ich weiss, ich habe es schon in der letzten Folge kommentiert, aber ich mache es jetzt trotzdem nochmal. Ja, Alter, Leute, wenn ich eine Frage nicht mal beantworte, dann schreiben sie in der nächsten Folge auch wieder rein. Vielleicht beantworten sie sie dann. Ich tue einfach nur eine Frage pro Podcast beantworten. Und zwar hat sie geschrieben, ich bin eigentlich mega extrovertiert, aber in meiner Klasse bin ich mega ruhig. Weil ich habe sowieso das Gefühl, dass ich ihnen nichts schulde. Klingt vielleicht mega komisch, aber trotzdem. Ich habe aber mit vielen auch schon schlechte Erfahrungen gemacht. Hast du Tipps, was ich machen könnte? Und kannst mich bitte grüßen, Lea. Nochmal, ich grüße dich ganz fest, Lea. Danke vielmals für den Kommentar. Und ja, also ich habe den Kommentar gelesen und ich habe mich gedacht, ja, das ist ein mega spannendes Thema. Ich habe ja auch schon immer mal wieder ein bisschen angehaucht auf meinem Podcast-Account darüber geredet, über das Thema extrovertiert, introvertiert, in Gruppen sein, sich selber sein, bla bla bla. Und ich finde es aber, also ich weiss auch nicht, nach wie vor immer ein mega spannendes Thema und ich merke, dass es voll ein Thema ist, das mich persönlich immer mal wieder beschäftigt. Und ich habe jetzt auch gerade in dieser Woche mega gemerkt, dass es so ein bisschen ein Thema ist. Ich habe sogar irgendwann Anfang Woche ist das gesehen, habe ich irgendwann am Abend den fetteste Mental Breakdown von meinem Leben, nein, von meinem Leben, aber schon seit langem nicht mehr gehabt. Ich weiss auch nicht, vielleicht habe ich auch meine Tage gehabt und es ist gerade wirklich, der Mond ist auf, keine Ahnung wann gestanden, aber also ich habe irgendwie so eine dunkle Wolke bei mir gehabt, von wegen, oh mein Gott, das ist alles scheiße, niemand liebt mich, ich bin eine scheiß Kollegin, ich bin den Dreck wert. Ja, also am nächsten Morgen war alles wieder gut gewesen, aber dort hatte ich wirklich ganz kurz eine richtige dunkle Phase am Abend. Von dem her, ja, ich glaube, es ist auf jeden Fall ein spannendes Thema, um mal in dieser Woche darüber zu reden. Vielleicht habt ja ihr auch so ein bisschen Erfahrungen mit dem ganzen Thema. Ihr könnt auf jeden Fall gerne in die Kommentare schreiben, was bei euch da vielleicht so los ist, gerade momentan oder so im Allgemeinen, wie eure Erfahrungen so ein bisschen sind mit in Gruppen sein oder sich selber können sein und so. Aber ja, ich würde sagen, wir fangen mal an. Jetzt, ich glaube, geh mal straight up zu der Frage. So von wegen, wieso
passiert, also wieso gibt es das, dass man vielleicht eigentlich von sich selber sagt, ich bin eher ein extrovertierter Mensch und aber in Gruppen eher so ein bisschen introvertiert. Vielleicht muss man vorher aber eben zuerst mal erklären, was ist genau extrovertiert, was ist introvertiert. Grundsätzlich, wenn man es wirklich Wort für Wort nimmt, heisst es eigentlich extrovertiert, dass du eine Person bist, wo deine Social Battery, also deine Batterie, ja, ich weiß nicht, was Social Battery ist, dass du die eigentlich ladest, indem du mit anderen Menschen bist, indem du am Socialisen bist. So. Und das ist eigentlich extrovertiert. Und introvertiert bedeutet eigentlich, dass du deine Batterie aufladest, indem du alleine bist, indem du Zeit mit dir verbringst und so. Es gibt auch noch das Zwischendrin, dass es so ein bisschen beides ist. Das ist ambivertiert. Ich will mich dort eigentlich so ein bisschen einstufen, weil also ich bin schon eher extrovertiert, im Sinne von, ich brauche viele Menschen um mich herum, um tanken zu können, vor allem die richtigen Menschen, nicht einfach Menschen, sondern wirklich meine closen Menschen. Aber ja, ich brauche ab und zu auch mal gerne Zeit für mich alleine, wo ich alleine gehe laufen oder alleine Zeit habe, für mich denken oder nur schon alleine Auto fahren, so Sachen finde ich auch mega schön, aber ich bin eigentlich schon grundsätzlich eher ein extrovertierter Mensch, der viel Menschen braucht, viel Austausch braucht, viel erzählen von meinem Tag und so. Genau, darum würde ich mich mal dort so einstufen. Nur, dass wir mal schnell so grundsätzlich klarstellen, was bedeutet. Aber ich gehe jetzt mal davon aus, du redest schon mehr von so, was das Typische in der Gesellschaft bedeutet, weil extrovertiert bedeutet ja eigentlich, also in der Gesellschaft so ein bisschen eher eine Person, die so vielleicht lauter ist in einer Gruppe oder ja, viel redet, ja, einfach, ich weiß gar nicht, wie beschreibt man das so schnell? Eigentlich grundsätzlich lauter, aber ich finde, das tönt dann automatisch so negativ. Und eine introvertierte Person meint man ja eigentlich eher jemand, der vielleicht so ein bisschen ruhig, zurückhaltend ist und so. Genau, also man kann es ja eigentlich auch so ein bisschen ableiten, dass wenn du eine Person bist, die eben extrovertiert ist, im Sinne von seine Social Batterie mit anderen laden, dass man dann vielleicht automatisch auch Leute in einer Gruppe ist. So, das ist dann halt wie die Reaktion auf die Aktion, aber grundsätzlich bedeutet es ja etwas anderes. Aber wir sagen jetzt gleich in dem Podcast so extrovertiert, introvertiert, weil wenn ich sage, ja, wenn du eine laute Person bist, finde ich es so scheiße. Aber nur, dass ihr so mal klar wisst, was es eigentlich genau bedeutet. Aber eben, vielleicht nochmal zu der Frage, wieso man eigentlich eher eine ruhige Person ist in einer Gruppe, obwohl man eigentlich für sich ausbehaupten, dass man eher so vielleicht eben so ein bisschen lauter, extravaganter ist. Und es gibt ja mehrere Faktoren. Also ich finde, der eine ist ja schon mal die Gruppe. Das kommt mega auf die Gruppe drauf an. Also wenn du mit einer Gruppe bist, wo deine close Friends sind, wo du eigentlich komplett kannst dich selber sein, dann ist das ja meistens kein Problem. Also ich würde sagen, introvertierte Menschen, die grundsätzlich eher ruhig sind, die können auch voll laut sein, die können auch voll sich selber sein und aus sich rauskommen, wenn sie mit den richtigen Menschen sind, wenn sie mit den Menschen sind, wo sie sich eben komplett können selber sein, nicht das Gefühl haben, sie werden judged oder irgendwie sonst etwas. Und ich glaube, das kann man so schon verallgemeinern, wenn man mit Leuten ist, wo man wirklich kann sich selber sein kann, die im closen Kreis sind, dann hat man das ja eigentlich nicht unbedingt, oder will ich jetzt mal so sagen, dass man dann ruhiger ist und schücher. Ja, das ist mal so das Grundlegende. Und eben, wenn du halt in einer Gruppe bist, wo du vielleicht nicht so wirklich kennst, das ist mal das eine, dann bist du ja, also merke ich, bei mir bin ich auch relativ zurückhaltend und ruhig. Und bei mir braucht es dann auch teilweise wirklich ein bisschen, bis ich aus mir rauskommen kann und so ein bisschen kann mich selber sein. Also es gibt wirklich ganz selten den Fall, wo ich eine Gruppe kennenlerne und merke, oh mein Gott, der Vibe stimmt komplett. Wir bonden irgendwie gerade und dann schaffe ich es auch mega aus mir rauszukommen, mega schnell. Oder halt, wenn ein bisschen Alkohol im Spiel ist, to be fair. Ja, sorry an der Stelle, mache es nicht nach, aber ist halt so, ist ein Fakt. Aber grundsätzlich bin ich schon ein Mensch, der eben in einer Gruppe gerade so ein bisschen ruhiger ist. Aber auch in Gruppen, wo es nicht matcht, also wo vielleicht ein anderer Vibe ist, wo man eben nicht kann sich selber sein kann, vielleicht auch aus dem Grund, weil alle eine andere Einstellung haben und du hast eigentlich vielleicht eine andere Einstellung und dann, ja, dann kannst du nicht einfach komplett dich selber sein. Oder vielleicht ist es auch so ein bisschen eine Gruppe, wo du das Gefühl hast, dass du judged wirst, wenn du irgendetwas sagst. Du musst so ein bisschen aufpassen, was du sagst. Und weiss auch nicht. Also wie in diesen Gruppen bin ich immer komplett ruhig eigentlich und will eigentlich voll ja, so ein bisschen unsichtbarer sein in diesen Gruppen und mich jetzt, also ja, eben bin dann nicht so eine Laute, die so komplett kann ich selber sein. Also grundsätzlich
Es kommt schon mal auf die Gruppe drauf an. Es kommt aber auch noch ein bisschen auf den Tag drauf an. Also ich kenne es von mir selber auch. Ich habe meine Tage, wo ich komplett Bock zum Socialisen habe und dann geht es auch mit irgendwelchen fremden Menschen so ein bisschen laut sein, so ein bisschen, keine Ahnung, einfach können labern, können ohne Hemmungen reden und eben eigentlich das Gegenteil von schüch sein. Und es gibt manchmal auch einfach Tage, wo ich keinen Bock habe, wo ich absolut keine Energie habe, um mich in eine Gruppe reinzubringen und dann akzeptiere ich es halt dann auch einfach, dass ich vielleicht mehr so ein bisschen ruhig bin. Ich habe jetzt irgendwie durch deine Kommentare so ein bisschen rauslesen, dass vielleicht auch das so ein bisschen eben der Fall ist, aus dem ganzen Mischmasch von eben, dass es vielleicht nicht so eine Gruppe ist, eben, es ist ja, glaube ich, Klasse so, dass es wie nicht so der gleiche Vibe ist. Und eben, dass auch gerade, wenn du schlechte Erfahrungen gemacht hast, dass es Leute sind, wo du nicht kannst dich selber sein kannst, dass dann einfach, also wie, das sind ja dann auch Menschen, wo du gar keinen Bock hast, um deine Energie irgendwie aufbringen, weil das ganze Socialisen, in Gruppen interagieren und sich integrieren, das braucht ja eigentlich auch mega viel Energie und das willst du ja wie nicht, oder das machst du dann automatisch nicht, weil du keine Energie willst für das verschwenden und es ja dann auch vielleicht gleichzeitig auch so ein Selbstschutz von dem Körper ist, der dir signalisiert, hey, das sind keine guten Vibes in dieser Gruppe. Das wollen wir nicht, da ziehen wir uns zurück. So. Genau, also wie das. Und ja, ich merke irgendwie so ein bisschen, ich weiß nicht, ob ich das zuerst die Hose runterlasse und ob ich da jetzt relaten kann, aber ich merke irgendwie auch voll, dass es bei mir so ein bisschen abhängig ist, was andere mir für ein Gefühl geben. Also, wenn jetzt andere mir ein Gefühl geben, also einfach so, ja, mir auch Fragen stellen, mich auch integrieren, dann fällt es mir viel, viel einfacher, mich auch integrieren und auch ein Teil von dieser Gruppe zu sein und so ein bisschen mal mehr reden und so, als wenn es einfach eine Gruppe ist, die mich nicht so integriert. Also ich merke, das ist mir irgendwie schon auch ein starker Faktor, wie Menschen mich irgendwie in die Gruppe reinbringen, was irgendwie auch ein bisschen blöd ist, wenn du so abhängig bist von so, aber auch irgendwo ein bisschen verständlich vielleicht. Aber ich merke, dass es bei mir irgendwie voll etwas ausmacht. Also ich habe jetzt gerade zum Beispiel die Lyon-Gruppe, wo ich immer wieder davon schwärme. Und ich merke, die gibt mir richtig ein gutes Gefühl. Die gibt mir richtig das Gefühl von, hey, ich bin auch ein Teil von der Gruppe, ich bin auch da, fragt mich, wie es mir geht, was ich mache, was ich zu erzählen habe, meine Meinung. Also wie, da merkst du richtig, hey, ich bin ein Teil von dieser Gruppe, ich bin ein wichtiger Teil von dieser Gruppe, so, ich bin relevant und ich glaube, das ist etwas mega Schönes. So, und ich merke, ich brauche das halt wie auch so ein bisschen, zum ganz ehrlich zu sein. Und es gibt noch so einen letzten Punkt und das ist auch so ein bisschen ein Anhauch, warum ich mich für das Thema so ein bisschen entschieden habe. Und das ist jetzt auch so ein bisschen ein vages Thema, weil ich irgendwie, ich will ehrlich sein mit euch und irgendwie ist es mir so ein bisschen unangenehm, weil ich rede jetzt gerade mit einer Kamera und wenn ich jetzt mit einer Kollegin rede und die würde mir das Gefühl geben von, oh mein Gott, ja, das kenne ich, dann fällt es mir gerade so ein bisschen einfacher, zum darüber reden. Und jetzt rede ich eigentlich quasi wie mit einfach einer Kamera und ich weiß jetzt gar nicht, was eure Reaction ist, ob die jetzt gerade wird sie so von, oh mein Gott, what the fuck? Oder ob sie auch jetzt voll kann auch relaten. Von dem her, ich lasse jetzt einfach die Hose runter von meinen Feelings, aber das ist auch ein Gefühl, das ich sehr oft habe. Und zwar so ein bisschen die Rollenverteilung in einer Gruppe. Also, klar, also wie eigentlich sollte es ja immer so ein bisschen in dem Sinne jede Augenhöhe sein. Also ist logisch, aber ich meine jetzt mit Rollenverteilung mehr so ein bisschen, eben vielleicht gibt es da so ein bisschen die ruhigeren Personen, da gibt es eine Person, die ist vielleicht immer die Idee reinbringt, die ist vielleicht die Person, die immer Sachen organisiert, so ein bisschen so Sachen, Rollenverteilung. Aber es gibt eben auch so ein bisschen eben die Rollenverteilung, wo vielleicht dann es jemanden gibt, der so ein bisschen lauter ist, so ein bisschen extrovertierter, aber mehr im Sinn von, und das meine ich jetzt, ja, ich weiß gar nicht, ob ich es negativ meine, aber ich rede jetzt von meinem Gefühl, dass es für mich schwierig ist, wenn es eine Person in der Gruppe gibt, die so ein bisschen, lauter ist und sich in dem Sinne im Mittelpunkt stellt. Ich habe wie einfach in den letzten Jahren gemerkt, dass mir das irgendwie mega zu schaffen macht. Also ich finde es eigentlich auch scheiße, dass mir das zu schaffen macht, weil eigentlich hat ja jeder in der Gruppe mit seinem Charakter hat einen Teil und trägt etwas dazu bei. Und ich merke, wie dass es mir schwerfällt, mit dem umzugehen. Wenn es jemanden in der Gruppe gibt, vor allem ein Girl, wo dann eben sehr laut ist, sich sehr im Mittelpunkt, ich sage jetzt mal, drängt, sehr die Aufmerksamkeit von anderen sucht und irgendwie so. Also es ist wie, ich habe keine Ahnung, aber ich merke dann mega fest, dass ich mich voll in den Schatten gestellt fühle.
Also wie, ich ziehe mich dann automatisch irgendwie mega zurück. Also es gibt 2 Optionen. Das ist jetzt so ein bisschen schlimm. Und da lasse ich jetzt schnell die Hose ab, da bin ich schnell ganz ehrlich mit euch, wie ich auf so eine Reaktion, wenn ich auf so eine Situation reagiere. Also ich rede jetzt natürlich von einer Gruppe, wo jetzt nicht, also ich habe jetzt keine close Freundesgruppe, wo das der Fall ist, sondern ich rede jetzt mehr von einer random Gruppenzusammenstellung vielleicht, von entweder in der Schule oder sonst irgendwo, keine Ahnung, bei einem Workshop oder ich weiß auch nicht. So wie eben jetzt, also vielleicht auch an einer Party oder so. Ich keine Ahnung, ich kann jetzt gerade wie, aber ich meine jetzt nicht so meine close Gruppen so. Dort sind wir alle auf Augenhöhe und alle haben gleich viel Anteil in der Gruppe, also checkt ihr? Aber ich rede jetzt wirklich von so Gruppen eben, wo so, ja, was dann vielleicht einfach, keine Ahnung, so. Und dort eben ist mir schon ein paar Mal aufgefallen, dass wenn es jemanden gibt, eben, wo dann so ein bisschen, ja, eher so ein bisschen laut ist und sich im Mittelpunkt und so drückt und mega nach Aufmerksamkeit sucht, dass ich dann so ein bisschen damit arbeiten kann. Und ich reagiere dann meistens so mit 2 unterschiedlichen Sachen. Erstens, oder die eine Reaktion ist, dass ich mich eben komplett in den Schatten gedrückt fühle, komplett zurückziehe, weil ich irgendwie, ich weiß auch nicht, ich habe dann wie so das Gefühl, die Person nimmt den ganzen Raum ein und ich habe wie gar keinen Platz mehr und ich ziehe mich dann wie zurück. Und das ist ja wie dann auch etwas, wo ich nicht komplett mich selber kann sein kann, wo ich dann wie ja, mich automatisch dann zurückziehe. Und das ist ja meistens dann auch so ein bisschen der Fall, dass ich mich dann selber ausschliesse aus dieser Gruppe, weil es klingt so dumm, es ist mir irgendwie so unangenehm, über das zu reden. Aber also ich hoffe jetzt mal, es gibt ein paar von euch, die wenigstens relaten können mit dem. Aber ich merke dann wie so ein bisschen, dass andere Personen in dieser Gruppe dann, dass auch die volle Aufmerksamkeit dann bei dieser Person ist. Und wie eben ich wie das Gefühl habe, ich habe keinen Raum und keinen Platz mehr. Ich fühle mich gerade, als wäre ich mega im Schatten. Und ich glaube, zusammen mit einem Mix mit meiner Selbstunsicherheit macht das dann etwas mit mir, dass ich das Gefühl habe, oh mein Gott, scheiße, niemand interessiert sich für mich, ich bin langweilig, ich bin ein Stück scheiße. Und dann fange ich mich auch selber auszuschliessen, weil ich dann auch irgendwie das Gefühl habe von, hey, aber es fragt ja auch mich gar, also es interessiert sich jetzt auch gar nicht mehr für mich und bla bla bla. Ja, also das ist, ich hasse eigentlich wirklich die Eigenschaft an mir. Also das ist etwas, wo ich mega muss daran arbeiten muss und wo ich dran bin. Aber ja, das ist, wie jetzt mal rein faktisch gesehen, passiert das psychologisch so ein bisschen mit mir. Es gibt aber auch die zweite Reaktion und die finde ich eigentlich noch schlimmer. Und zwar, dass ich merke, dass dann in mir so ein bisschen ein Wettbewerb mit dieser Person entsteht. Und das ist ganz schlimm. Ich weiss nicht wieso. Ich würde mega gerne mal, falls irgendjemand Psychologie studiert oder therapeutisch oder so, mal mir die Frage beantworten, wieso dass ich das habe. Also safe wegen Selbstunsicherheit, aber von wo kommt das? Ich merke dann, dass ich wie so ein bisschen einen Wettbewerb mit dieser Person mache, im Sinne von, dass ich dann auch das Gefühl habe, ich muss mich jetzt in den Mittelpunkt drängen. Und ich würde von mir jetzt nicht mega sagen, also wenn ich in einer Gruppe sonst bin, wo es nicht so eine Person gibt, dann würde ich sagen, dass ich das nicht unbedingt mache. I guess so. So eben, dass mich mega in den Mittelpunkt drängen und so. Und wenn es wieder eine Person gibt, dann kommt bei mir wie so ein Konkurrenzkampf hervor. Ich muss jetzt auch um meinen Platz kämpfen in dieser Gruppe. Und dann fange ich auch so ein bisschen an, mega extrovertiert sein, mega laut lachen und keine Ahnung was. So. Und ich hasse eigentlich, dass ich dann so bin, weil ich nicht ich selber dann bin und ich habe dann wie so das Gefühl, ich muss jetzt da um meinen Platz kämpfen. Und das ist dann wie so ein Wettbewerb, also so ein Konkurrenzkampf gegen diese Person. Und also ich weiß auch nicht, warum, eben, ich finde es ganz schlimm. Voll, aber ich glaube, ich habe es jetzt auch gerade darum spannend gefunden, das Thema mal so ein bisschen genauer anzuschauen, weil eben zum einen, vielleicht gibt es auch Menschen, die mit mir relaten, I don't know, und zum anderen habe ich mich jetzt auch eben mit dieser Podcast-Folge so ein bisschen mit dem Ganzen beschäftigt und so ein paar Sachen für mich gefunden, wie ich vielleicht mit dem in Zukunft so ein bisschen umgehen kann. Ja, ich kann sonst mal so 1-2 Situationen erzählen, wo ich erlebt habe und wo genau das passiert ist mit mir, wo ich so eben den Struggle hatte. Ich erzähle es einfach. Also, ein Moment war zum Beispiel so ein Wochenende mit anderen Influencern. Und das ist ja mal ein Ding. Eben so bei der Influencer-Bubble, würde ich jetzt mal so sagen, gibt es ein paar Leute, das ist jetzt eigentlich gar nicht judgy gemeint, die so ein bisschen, ja, gerne Aufmerksamkeit haben. Das ist ja irgendwie auch so ein bisschen eine Eigenschaft von uns Influencer allen, so aus irgendeinem Grund
machen wir das vielleicht auch, um so ein bisschen Aufmerksamkeit zu bekommen von der Außenwelt? I don't know. Aber psychologisch ist es ja safe. Irgendwie so. Also, ich mache es ja logisch auch, weil es mir Spass macht, zum Content und so machen. Aber dann müsste ich den Content ja nicht posten. So, checken ihr. Also, aus einem gewissen Grad haben ja wahrscheinlich alle Influencer irgendwo so ein bisschen das Aufmerksamkeitsproblem. Sprich, in dieser Welt gibt es dann vielleicht mehrfach Menschen, die ja, vielleicht das noch ein bisschen ausgeprägter haben und dann sich vielleicht gerne mal so ein bisschen im Mittelpunkt stellen und so ein bisschen die Leutesten sind und so ein bisschen, keine Ahnung, so. Ich hoffe, das ist jetzt gar nicht mega irgendwie judgy oder so. Ich hoffe, ihr versteht es gerade, wenn ich es meine. Aber ja, auf jeden Fall haben wir das Wochenende gehabt mit ein paar Influencer und Content Creators und dort hat es dann eben auch eine Person gegeben, die wie, ja, einfach sehr extrovertierte Person ist, sage ich jetzt mal so. Und dort ist mir das auch mega aufgefallen, dass ich das irgendwie mega kann. Also ich habe mich dann, zuerst war bei mir die Reaktion von, okay, es ist ein Wettbewerb und ich fange dann auch an, irgendwie extra laut zu sein und extra, ich weiß auch nicht, und ich hasse die Situation eigentlich bei mir, weil ich selber genau in dem Moment merke, dass ich nicht ich selber bin und dass ich dann selber so hart anfange overthinken. Also ich bin dann, in meinem Kopf ist dann, oh mein Gott, du bist gerade so langweilig und oh mein Gott, du bist jetzt gerade so, also ich bin die ganze Zeit alles in der Frage und oh mein Gott, es interessiert dich gar nicht für mich und oh mein Gott, du bist voll langweilig und alle anderen sind gerade, oder gerade die andere Person, die ist gerade so cool und lustig und du solltest jetzt auch so sein und ich weiß auch nicht, dass das wirklich so. Ja, und dann passiert wieder so die zweite Situation, dass ich mich dann einfach selber ausschliesse. Dann hocke ich wirklich gefühlt schon in einer Ecke und bin einfach ruhig. Also ich weiß auch nicht, also es ist wirklich, ja. Aber ich habe auf jeden Fall 2 Situationen jetzt gerade im Kopf, die wirklich genau so gewesen sind, dass ich eben genau das Ding habe von zuerst, ich fühle mich, als müsste ich jetzt auch mich mega um meinen Platz kämpfen und mich mega irgendwie extrovertiert darstellen, damit ich nicht komplett untergehe. Und dann aber genau nachher die andere Situation passiert von, okay, ich schaffe es nicht, das interessiert sich nicht mehr für mich, ich bin ein Stück Scheiße und niemand hat Bock auf mich und ich schließe mich jetzt aus dieser Gruppe. Voll, das ist wie so ein bisschen das Ding. Genau, aber eben, wie gesagt, wir reden ja in dieser Podcast-Folge jetzt nicht nur über das Problem, sondern ich habe mich auch so ein bisschen mit dem befasst, was wir in diesen Situationen machen können. Obviously gibt es jetzt nicht so eine Lösung, die das Ganze beseitigt, weil wenn es die würde geben, dann hätte ich das Problem jetzt nicht mehr, weil es ist ja irgendwo immer noch aktuell so. Aber ja, also schreibt unbedingt mal in den Kommentaren, ob ihr die Situation auch kennt. Es würde mich wirklich mega, mega wundern. Eben, ich habe es jetzt einfach wie schon 2-3 Mal erlebt und es ist mir auch aufgefallen. Voll. Aber falls ihr euch fragt, was man in dieser Situation machen kann, ich habe so ein bisschen die Punkte aufgeschrieben, wo ich gefunden habe, ja, die sind valid, die machen etwas mit mir, die kann ich brauchen. Und zwar, das ist so ein Satz, der so simpel ist, aber es ist irgendwie so, es ist einfach schön, um das schnell zu hören. Und zwar, wir müssen nicht laut sein, es ist viel wichtiger, um uns selber zu sein, weil wir sind eigentlich am liebenswertesten, wenn wir uns selber sind. Und das ist doch wirklich irgendwie so, also wieso müssen wir uns die ganze Zeit beweisen, dass wir irgendwie, keine Ahnung, nicht untergehen in der Gruppe, weil wir sind ja genug, also wir sind eigentlich am besten oder am liebenswertesten, wenn wir uns selber sind. Und am authentischsten sind und jetzt nicht irgendwie das Gefühl haben, wir müssen irgendwie eine Rolle spielen und extra laut sein und keine Ahnung was. Und ob du jetzt ein Introvert bist oder ein Extrovert, beziehungsweise ob du jetzt eine laute Person bist oder eine leisige Person, das ist ja wie egal, schlussendlich, in dieser Gruppe. Und ich habe mir wie auch noch aufgeschrieben, das ist jetzt wie vor allem ein Learning für mich gewesen, dass ich das vielleicht mehr nicht so soll ansehen, als die Person ist jetzt die laut und die nimmt mir den Platz weg, sondern vielleicht mehr so, hey, wir sind ein Team gerade, auch wenn wir jetzt vielleicht nicht gerade die closest Friends jetzt sind, aber wir sind ein Team und jeder trägt irgendwie so ein bisschen seinen Beitrag zu dem Team. Also wie jeder kommt mit einem unterschiedlichen Rucksäckchen, mit einer unterschiedlichen Story, mit einem unterschiedlichen Charakter und jeder ist halt unterschiedlich und das ist auch nice und das ist auch etwas Schönes und jeder Beitrag, den die Person an das Team oder an die Gruppe gibt, ist ja wertvoll. Und ich glaube, ich muss das vielleicht mehr so ein bisschen so sehen und weniger von, ja, vielleicht die Person nimmt mir den Platz weg, sondern hey, jeder hat genau gleich viel Platz und jeder nutzt den Platz vielleicht einfach so ein bisschen anders. Und ja, also wieso kann ich nicht einfach mich selber bleiben in dieser Situation? Das ist jetzt natürlich mega einfach gesagt und nachher schwieriger das gemacht. Aber vielleicht muss ich mir in dieser Situation sagen, hey Bro, chill mal. Also
keine Ahnung, ich muss niemandem etwas beweisen, ich muss jetzt nicht speziell laut sein, es ist auch komplett okay, wenn ich leislich bin, ich kann einfach mich selber sein. Und ich muss vor allem eben dem nachgehen, wo ich bin. Und das habe ich auch so ein bisschen herausgefunden. Ich zum Beispiel finde es, also habe es am liebsten in Gruppen können jeweils 2 Gespräche, oder vielleicht auch 3 Gespräche oder so, aber vor allem 2 Gespräche mit Leuten führen, die so ein bisschen tiefer sind. Also das ist etwas, was ich mega schön finde. Ich finde das auch am geilsten, wenn ich so an eine Party gehe oder so. Ich brauche, also klar, ich finde es auch geil, mal so tanzen und komplett crazy gehen, aber ich finde es vor allem auch schön, mit Leuten zu zweit anhocken und irgendwelche tiefe Gespräche über das Leben führen. Das ist etwas, was ich mega schön finde. Und also wie, ja, dann bin ich ja vielleicht genau der Teil von der Gruppe. Und es ist okay, dass ich dann nicht der Teil bin, der auch dann mega laut ist oder so. Sondern ich bin dann einfach die Person, hey, keine Ahnung, dann gibt es halt eine Person in dieser Gruppe, die so ein bisschen lauter ist und das ist ja voll nice und das ist voll okay. Und vielleicht kann ich in dieser Zeit, eben, schnappe ich mir jemanden auf die Seite und rede dann mit dieser Person über irgendetwas, oder ich weiss es auch nicht. Aber wie, dass ich mir eigentlich selber treu bleibe und dem nachgehe, wo ich bin, so ein bisschen. Genau, weil Schluss am Ende, wir müssen niemandem etwas beweisen, weil wir sind alles fucking geile Säue. Wir haben geile Charakter, wir sind wertvoll und voll. Das sind voll schöne abschliessende Worte, Leute. Ja, das ist eigentlich schon ein bisschen alles gewesen. Ich bin jetzt gespannt, wie es bei mir so ein bisschen wird weitergehen, nachdem ich jetzt eben so ein bisschen, ja, mich mit dem noch ein bisschen genauer befasst habe. Ich schwöre, ich liebe das im Fall am meisten am Podcast. Das ist für mich wirklich wie Selbsttherapie, weil das sind so Struggles, die ich im Alltag habe, die einem dann logischerweise beschäftigen, aber man geht dann nie so wirklich dem Ganzen nach. Und das ist etwas mega Schönes. Also ich weiss nicht, ob ihr das auch könnt irgendwie so auf eure Art nachmachen, aber wenn ihr gerade etwas habt, das euch beschäftigt, wo jetzt vielleicht nicht gerade das ist, was mich jetzt gerade beschäftigt hat, aber vielleicht irgendetwas anderes, dann, oh mein Gott, sorry, dann gönnt dem Ganzen wirklich mal nach. Und das kann eben nur mit ChatGPT mal wirklich ein Zweiergespräch sein. Und ich finde es so schwierig. Ich mache dann einfach immer, weißt du, so den Button, wo du Memo-mäßig machen kannst, und es nachher in einen Text verfassen. Weil ich dann so euphorisch am Reden bin und schreibe geht nicht wirklich. Aber es bringt mir so viel, mich wirklich aktiv mit einem Thema, das mich beschäftigt, auseinanderzusetzen und richtig tief dort in die Wunde gehen und herausfinden, von wo kommt das, was genau ist das. Ich muss das irgendwie mega schubladisch einordnen, von wo das kommt und nicht einfach, okay, das ist jetzt das Problem, mäßig, ich schließe mich aus in einer Gruppe, sondern okay, wieso schließe ich mich aus in einer Gruppe und wo ist da die Wurzel und wieso ist das die Wurzel und wieso ist das für mich schlimm und was kann ich dagegen machen und wie kann ich mich beim nächsten Mal, wenn so etwas passiert, wie kann ich mich dann verhalten? Also wirklich, ja, eigentlich das, was man in einer Therapie so ein bisschen macht, so ein bisschen die Wunden hineinschauen und die heil zunehmen, so ein bisschen. Genau, von dem her, ich schwöre, ich liebe den Podcast und ich bedanke mich, dass ihr zugelassen habt. Vergesst nicht, dem Podcast eine geile 5-Sterne-Bewertung geben. Und ich würde sagen, ich wünsche euch eine schöne Woche und wir hören uns nächste Woche wieder. Bye!